Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich weiß, Halloween ist schon lang vorbei. Aber es ist so, dass mein Sohn hat Geburtstag und er liebt Halloween und er möchte gerne eine Halloween-Geburtstagsparty machen. Und ich habe ihm jetzt gesagt, so ein bisschen als Mitbringsel für die Kinder mache ich ihm doch so kleine Heftchen. Ja, einfach ganz einfach. Ich habe ja noch so viel von diesen Papier, die so genau in der Hälfte geteilt sind. Aus dem kann man so wunderbare Kärtchen machen. Oder eben, wir machen das, ist einfach der Umschlag. Und dann machen wir hier eine kleine Signatur rein, wo wir dann einfach drin postitschen. Für das habe ich hier auch so ein Heftli, ein altes Schreibheft parat gemacht. Das hat so coole, riesengroße Häuserli-Seiten drin. So, dann habe ich noch ein bisschen etwas zum Inken parat gemacht und vielleicht machen wir dann noch einen Stempel rein. Und dazu machen können wir das ja dann mit so einer coolen, riesengroßen Büroklammer irgendwie so. Das passt doch auch noch gerade so wunderbar. So, ich würde sagen, wir fangen doch gerade an. Stürzen wir rein. Als erstes muss ich hier mal ein bisschen Papier aussortieren. Ich muss 6 machen. Welches sind die schönsten 6? Das vielleicht nicht unbedingt. Und das wäre cool, aber dann ist das da vorne. Gut, da könnte man den Namen draufschreiben. Aber nein, ich glaube nicht. Rössli wäre doch auch noch irgendwie cool. So. Und dann Skelett. Ich glaube, wir nehmen lieber Skelett. Skelett ist doch cool. Schön gruselig. Da hätten wir zwar noch einen Rab. Wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 6. Also machen wir 7. Dann haben wir nämlich noch eine Reserve. Das ist immer gäbig bei solchen Sachen, wenn dann irgendwie das dem Kind nicht gefällt und niemand täuschen und so, dann hat man noch eine Reserve, wo man kann sagen, also komm, schau, nimm du das, wenn dir das besser gefällt. So, mal schauen, wie weit wir kommen. Ich denke mal, wie mache ich das am gescheitsten? So, dass ihr immer eins seht. Und die anderen tue ich nachher im Schnelldurchlauf. Gut, dann werden die doch gerade ein bisschen geinkt. So. So, voilà. Alle sind schön schwarz geinkt. Da hinter den Rücken könnte man eigentlich noch ein bisschen schöner machen. Der ist vom Bügen ist der auch noch ein bisschen weiss. Und das hat es gar nicht jetzt bei allen so schön genommen. Dann machen wir doch jetzt das noch einmal. So. Voilà, jetzt ist aber gut. Jawohl, jetzt gefällt es mir. So. Gut, dann müssen wir jetzt die Signaturen zuschneiden. Und zwar, wie gesagt, habe ich hier das Papier. Ich habe mir gar noch nicht überlegt, wie viel Papier ich dann überhaupt rein tue. Vielleicht 5 Blätter. Ist das zu viel? Keine Ahnung, ich muss zuerst mal ein bisschen zuschneiden. Ich glaube, ich nehme das gerade von der Mitte raus. So, da schneiden wir nachher sowieso ab. So, gut.
Jetzt schauen wir mal. Oh, das ist viel Material. Aber so soll es dann hier reingehen. Wenn man das hier einmal faltet und dann kann man da ganz getrost gut ein bisschen abschneiden. Den Rand hier. So, ich glaube, das macht gar nichts, wenn wir da so viel abhacken. Ich habe wirklich gemeint, ich könnte es mit dem abschneiden. Aber das funktioniert absolut nicht. Und ja, wie man sieht, ist es total hässlich. Also, ich muss dort unbedingt mal eine neue Klinge rein tun. So, dann machen wir es halt so. Ja, ich weiss, ich hätte es schon von Anfang an so machen sollen. Voilà. Dass man immer meint, man müsse einfach etwas herzwingen, was dann sowieso nicht geht. Bravo. So, aber das macht nichts. Schnell schauen. Auf jeden Fall, zu viel haben wir nicht abgeschnitten. Nein, das steht da so ein bisschen vor. Alles gut. Jetzt müssen wir das aber noch halbieren. Ein bisschen zu hoch ist es nämlich auch noch. Aber dann würde ich sagen, wir nehmen hier einfach die Mitte. So. Und dann schneiden wir hier oben und unten einfach gerade das ab, wo hier so Kanten so abgerundet ist. Dann ist das nämlich auch weg. Und dann sollte das gerade aufgehen. Hoffen wir es mal, dass meine Berechnungen stimmen. Das geht mir jetzt natürlich genau gegen die Hand. Aber hey, wir können auch links basteln. He? Mit einem scharfen Cutter kann man auch links basteln. Wenn man nicht abrutschen würde, dann würde es auch gehen. So, geschafft, ganz knapp. Gut, das machen wir auch nie mehr. Links basteln ist nicht so gäbig. Aber hey, man muss es ja mal ausprobiert haben, für dass man nachher dann sagen kann, man kann es nicht. Oder es ist nicht so gäbig. Also, basteln wir wieder auf rechts. So, hervorragend. Jetzt kommt jedes Heftchen seine Signatur über. Das haben wir gesagt, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was ist das für ein Knosch da? 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Führung. Verteilen wir die einfach noch. So. Die zwei haben jetzt halt 2 Seiten weniger, aber das ist Wurst. Das geht jetzt kein Kind nachzählen. Also, jetzt müssen wir das natürlich falten und dann noch ein bisschen postitschen. Also, falten wir das einfach einmal um. Ich muss gar nicht jedes Blatt einzeln falten.
Das Beigeli, das passt wunderbar so rein. Oh, das ist sogar ein bisschen... Hätte man sogar noch ein bisschen mehr dürfen abschneiden. Hey, aber für das ich das Handgelenk mal Pi gemacht habe, einfach ein bisschen abschneiden, ist ja das also auf den Millimeter, auf den Mikrometer schon fast. So, also, das ist okay so. Jetzt habe ich hier einen Postage, den man so umdrehen kann. Das heisst, ich kann so von oben und unten 3 Postagen. Das versuchen wir jetzt mal. Ob wir hier die Mitte bereichen. So, einmal so. Aha. Ja, jetzt hätte es wahrscheinlich von der anderen Seite her müssen machen, dass es ein bisschen schöner aussieht von außen. Andererseits bin ich mir dann nicht sicher, ob es dann ob ich es so schön in die Mitte schaffe. So, was ist jetzt hier schmierig? Ist das da dran irgendetwas schmierig? So. Jawohl, so von wegen Mitte arbeiten. Okay, so, aber oben und unten ist gut. Eben, wie gesagt, man hätte noch ein bisschen mehr können abschneiden. Ich habe hier jetzt einen komischen, schmierigen Fettfleck drauf. Zum Glück haben wir ein Heftchen mehr gemacht. Dann können wir dann das nämlich gerade aussortieren. Gut, aber hey, das wäre eigentlich schon das fast fertige Heftchen. Einen Stempel wollte ich noch reinmachen. Und ja, jetzt probieren wir es noch, ob es von der anderen Seite nachher ja, sieht auf jeden Fall schöner aus. Und ob wir es mehr oder weniger so herbringen. Mit Post-itchen. Also das Geschmier habe ich abgeputzt. Das sollte sauber sein. Das sollte nichts mehr schmierig sein. Das ist irgendwie von dieser Stelle, wo sich das hier dreht, hat das irgendwie wie Öl dran. Also das kann ich vielleicht noch ein bisschen besser abputzen, weil ich habe da schon die Finger voll. Schön, wenn es sich dreht, aber schlecht, wenn man das Geschmier auf dem sauberen Papier hat. So. Ja, jetzt ist gut. Gut, dann next. So, jetzt habe ich das hier ein bisschen mit Büroklammer angemacht, dass es nicht zu fest verrutscht. Aber jetzt habe ich natürlich gesehen, das ist jetzt das 1 mm irgendwie kleiner und jetzt kommt das Papier hier gerade vorne. Also das geht natürlich nicht. Wir müssen trotzdem ein bisschen abschneiden. Also, noch einmal. So, man hätte sogar ein bisschen mehr dürfen. Aber ich glaube, jetzt kommt es gut.
Und wenn es sich dann verschiebt und immer noch ein bisschen übersteht, dann tun wir dann das Weisse, könnte man dann einfach noch ein bisschen inken. So, also probieren wir mal. Schauen, was es jetzt macht. So, also da bin ich fast genau auf dem Strich und innen, ja, auch nicht allzu schlecht. Probieren wir das noch hier hin. So, hier auch ganz leicht verschoben. Und hier auch ein bisschen verschoben. So. Ist aber nicht wahnsinnig schlimm. Da passiert gar nichts. Da kann man trotzdem auftun und da etwas reinschreiben. So. Also, gut, hat auch keine grusige Fettflecken gegeben. Machen wir doch das mit all denen auch noch. Und dort, wo es muss sein, dort muss ich halt dann noch ein bisschen abschneiden. So, das sind unsere sozusagen schon fertigen Büchlein. Die sind auch cool rausgekommen und ich habe da also jetzt wirklich die restlichen Mal noch ziemlich das geschafft, sehr in der Mitte zu postitschen. Und ja, also wirklich einfach das erste ist ein bisschen ja, nicht so wahnsinnig toll rausgekommen, habe ich einfach hier gemacht. Aber hey, es macht gar nichts. Wenn man da vielleicht das eine Papier rausnimmt, das jetzt da so einen Fettfleck hat oder da etwas drüber reinklebt, weil es ist wirklich nur an dem innersten Papier. So kann man das einfach rausnehmen und dann kann ich das brauchen, um in ein anderes Halloween Journal einfach so drin zu stecken. Gut. Jetzt wollte ich noch überall irgendeinen Stempel reinmachen, etwas Gruseliges. Und da wären wir natürlich wieder hier bei unseren Raben. Und ich habe noch einen, der auf dem Totenkopf sitzt. Der hier ist doch so cool. Dann stempeln wir den doch einfach noch da drin. So, jawohl. Cool. So, jetzt als letztes kommt noch unsere Büroklammer dran. So habe ich mir gedacht. Aber jetzt ist mir da gerade noch irgendetwas eingefallen. Und zwar, wir haben hier einen ganzen Sack voll von diesen kleinen Spinneli. Die sind immer dabei bei diesen Spinnenweben, die man kauft. Nicht immer, aber die sind dabei gewesen. Bei diesen Spinnenweben, die wir gekauft haben, so weisse Spinnenweben, die man so rausziehen und dann so überall in der Wohnung verteilen. Und die Spinnen, die haben unten dran so ein Höckeli. So. Und das habe ich jetzt vorher gerade gesehen, das kann man so ganz gäbig hier einfach so reinstecken. Das hat auch irgendwie wie so eine, durch das die Spinne da so gebogen ist, so einen kleinen Absatz und das macht gerade so, tack, man kann es so einhängen, dann hebt es eigentlich mehr oder weniger. So, und dann hängen wir noch die Spinne da ein und dann sieht doch das noch gruseliger aus.
So. Und dann machen wir doch jetzt das. Hängen wir da überall so eine Spinne dran. Gerade schön da zuvorderst. Zack. Ja, das ist wie wenn das gemacht wäre für das. Voilà, das ist so fix gegangen am Anfang, weil ich dachte, ich müsste das noch irgendwie mit Heißleim ankleben oder so. Aber das hebt gerade so perfekt. Das ist wirklich wie wenn das gemacht wäre, genau für das. So, hey, so sehen die kleinen Halloween-Heftchen aus. Ich finde sie mega süß. Ich finde es ein lustiges Gastgeschenk für die Geburtstagskinder. Vielleicht finden wir dann noch irgendwie einen Schreiber, der dazu passt oder so. Und nachher kann die Halloween-Party losgehen. Ich weiss, es war jetzt ein bisschen spätes Halloween-Gebastel, aber hey, das hätte jetzt einfach noch schnell müssen gemacht sein. Und dann hoffe ich, hat es euch trotzdem ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!